Es ist Mittwoch, das heißt mal wieder Zeit für eine leckere Runde Kaffeeclash. Denkt dran, also noch 2 Tage, bis dieser Schnieker-Rolle, diese Vespa, endlich weggeht und der Besitzer förmlich hier aus dem Studio cruisen wird. Ja, ich werde ihn vermissen. Also meldet euch an auf dem Marktplatz, dann könnt ihr schnell noch Punkte sammeln und vielleicht habt ihr noch eine Chance mitzumachen. Und wie ihr diese Punkte sammelt, da müsst ihr natürlich mit dieser netten jungen Frau schreiben. Natürlich. Genau, heute bin ich wieder für euch da. Sammelt Punkte, chattet mit mir fleißig. Wir haben wieder tolle Themen für euch, aber auch sehr brisante Themen, wie zum Beispiel Top-Thema heute, die Kamerafrau, im Netz viel diskutiert. Aber da hat Mario noch mehr zu sagen. Und damit sind wir auch schon wieder bei den Netzthemen des Tages für euch ganz kurz und knapp zusammengefasst. Flüchtlinge ist zurzeit tatsächlich auch bei Kaffeeclash ein sehr häufiges Thema, obwohl wir eigentlich sonst immer relativ unterhaltsame Sendung führen. Hashtag Kamerafrau. In Ungarn geht es richtig heiß her. Kuriositäten Nummer 1. Wir haben jetzt vor kurzem in Berlin in der U-Bahn erlebt, dass 2 Flüchtlinge angepinkelt worden sind. In Ungarn geht es noch heißer her. Da haben Polizisten Blockaden aufgestellt und wollten die Flüchtlinge nicht mehr durchlassen. Die haben sich dann aber irgendwann so zusammengetan, dass sie die Blockade durchbrochen haben. Aber eine Frau, eine Kamerafrau, die wollte das nicht einfach so akzeptieren. Ich bin ein bisschen stutzig, weil ich da gesehen habe, das sind schockierende Bilder. Das Schlimme ist, es geht noch weiter. Diese ungarische Kamerafrau hat nicht einfach nur nach Flüchtlingen getreten, sondern noch mehr. Das führt tatsächlich zu puren Entsetzen. Ihr habt das gesehen, diese Kamerafrau geht hin, tritt erst die Flüchtlinge, die durch diese Polizeiwand gehen, und anschließend stellt sie einem Vater, der ein Kind auf dem Arm trägt, das Bein. Das ist natürlich mega krass und das Netz reagiert entsprechend sehr empört. Also empört ist auf jeden Fall das richtige Stichwort dabei. Da fallen Sätze wie, ja, die ungarische Kamerafrau ist kein Mensch, sondern ein Monster. Also genügend Shitstorm ist auf jeden Fall vorhanden. Es ging auch so weit, dass die Kamerafrau auch wirklich entlassen wurde, aber damit hört der Shitstorm gar nicht auf, weil es wird gemunkelt, dass die ungarische Kamerafrau nicht entlassen wurde, weil sie Flüchtlinge getreten hat, sondern weil sie erwischt worden ist. Also sehr kontroverses Thema und sehr viel Diskussion. Das heißt, eine gewisse rechte Szene scheint dort in diesem Sender, dieser Sender scheint eine gewisse rechte Ausrichtung zu haben und hat jetzt einfach nur aufgrund des großen Druckes reagiert. So meint zumindest dieser Twitterer. Ich bin empört in der Hinsicht, dass ich glaube, Journalisten beziehen eine neutrale Position, aber selbst daran kann man nicht mehr wirklich glauben. Wenn ihr eure Meinung dazu kundtun wollt, dann schreibt der Sophia. Und wir werden natürlich später gerne nochmal darauf eingehen. Es gibt aber nicht nur negative Nachrichten, sondern auch Sachen, die ein bisschen schöner sind. Kann man ja eigentlich denken, stellt euch vor, ihr habt Zeit. 2 Monate. Legt euch entspannt zurück und denkt, die nächsten 2 Monate chillig. Gucke Köln TV nonstop, eine Wiederholung nach der anderen, bestell locker eine Pizza und lass es mir gut gehen. Das machen tatsächlich jetzt 2 Herren und zwar beim DLR. Kein Quatsch, Hashtag DLR. Der testet nämlich jetzt für Astronauten, wie es ist, wenn man 2 Monate lang nur liegt und nichts anderes macht, außer vor sich hin zu vegetieren und ein bisschen den Oberkörper zu trainieren. Da kommen natürlich erste Fragen im Netz auf. Genau, da wurden zum Beispiel Fragen gestellt an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und zwar eine, die mir besonders gefallen hat, war, dürfen die Teilnehmer eigentlich auf WC oder wird alles im Bett gemacht? Es wird tatsächlich alles im Bett gemacht. Kann ich hier die Antwort geben? Also die dürfen nicht mal zum Duschen aufstehen. Das ist natürlich ein Megaskandal. Also für mich persönlich, ich bin jemand, der braucht die Bewegungsfreiräume, ich bin jemand, der aktiv ist, aber die testen das und zwar in 2 verschiedenen Gruppen. Die einen, die dürfen trainieren und der andere ist wirklich nur komplett am Chillen. Also ob das so die richtige Variante ist. Könntest du das? Könntest du tatsächlich dich 2 Monate lang zurücklehnen und nonstop Fernsehen gucken, entspannen? Nee, also irgendwann muss ich auch mal aufstehen. Allein für mich selbst so.
Und duschen und essen und alles wäre schon ganz cool. Meine Theorie ist ja, dass das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sich einfach nur einen Spaß macht und diese 2 Probanden dahin steckt, um mal zu gucken, wie gechillt die irgendwann, vielleicht werden die irgendwann richtig aggressiv. Aber nicht nur der DLR macht sich einen Spaß, sondern auch der Express hat spaßige Sachen rausgefunden. David Werker, ein Comedian, der auch hier bei Köln TV im Talk schon zu Gast war, 30 Jahre, Kölner und nicht unbedingt bekannt für seine höfliche Ausdrucksweise. Freundin hat jetzt eine kleine Tochter, die ist super, was die raushaut, ist auch Weltklasse, die ist 4 Jahre und sie meinte letztens zu einer Freundin von ihr, sagte so, sag mal, warum bist denn du so dick? Und dann sagt sie, ja, das weißt du ja auch schon, da wächst ein Baby in meinem Bauch. Und dann sagt die Kleine, ja, aber was wächst in deinem Arsch? Ja, und jetzt hat er es plötzlich doch mal probiert, und zwar als er ein Geschenk beflocken lassen wollte, und zwar ein BVB-Trikot. Und der Express ist hingegangen, hat seine Facebook-Seite tatsächlich gefunden, wo er ein sehr unterhaltsames Bild gepostet hat, nämlich ist er hingegangen in den Laden und hat gesagt, ich hätte gerne auf das Trikot Reus bitte. Ja, das wurde dann auch gemacht. Er war ziemlich entsetzt, als er das gesehen hat. Vielleicht war es die Frau, die er vorher in dem Witz beleidigt hat. Man weiß es nicht genau. Also das fanden wir auf jeden Fall sehr genau Arbeit. So lobt man sich das hier in Köln. Ja, jetzt kommen wir zu dieser interessanten Thematik hier. Ihr seht, das sieht relativ gesund aus. Und hier unten steht der entscheidende Begriff, nämlich Detox Night. Partys in Köln gibt es en masse. Da muss man sich schon mal was einfallen lassen, was ein bisschen außergewöhnlicher ist. Und damit komme ich zu diesen beiden Herren hereinspaziert. Das sind Martin und Jonas. Die werden uns nämlich jetzt einen Smoothie zubereiten. Das Ganze hat einen ganz bestimmten Hintergrund. Und zwar veranstalten diese beiden Herren eine Party ohne Alkohol. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Party ohne Alkohol. Wir werden daraufhin später nochmal ganz ausführlich eingehen. Ihr werdet erzählen, warum ihr das gemacht habt, warum ihr bei welchen alkoholischen Getränken ihr auf diese verrückte Idee eingegangen sind. Ich freue mich drauf und ihr werdet jetzt erstmal einen leckeren Smoothie vorbereiten, den wir dann später genüsslich genießen und dabei dann sprechen. Viel Spaß damit.